Hast du mal überlegt, warum die viele Somaliens tätig sind, denn? Wahrscheinlich sagt ihm Gott loben, ja, da wir. Eine Person sagt, die viele sind ja tätig Somaliens, wenn sie nicht auf Arbeit brauchen, deswegen sind die alle da, die sind so froh, dass sie nicht Arbeit gehen brauchen. Aber in Wirklichkeit macht die auch Arbeit gehen, wenn sie mit der Föder sieht, ja, das Föder tritt nicht in der Nase, dann sie die mit der Raumfliegen und Arbeit und so weiter auch noch. Aber die brauchen nicht zum kleinen Kind auf Arbeit sein, deswegen sind diese Frau. Mehr andere wird wohl diese Person sagen, dass Arbeit eigentlich mein Leben erst Sinn schleichtet, deswegen kann ich nicht singen. Trotzdem sind Menschen, wenn die nicht arbeiten brauchen, nicht, dass die dann Frau singen. Aber die Frau ist die Einstellung. Wenn es die Einstellung zu der Arbeit ist, am Tag, kannst du den Frau mit Dankbarkeit abwarten und mit Dankbarkeit anfangen. Den Tag ist der Fehl, dass Gott sei Lobpreis und Ehre ist der Fehl da drin. Da fangst du den Tag mit Schlemmer und das war da alle nicht und das funktioniert alle nicht. Menschen, die mit einer schlimmen Betungszeit anfangen, setzen in Schlemmer, da sind Menschen, die nicht so viel effektiver sind, die wollen nicht so viel erreichen im Leben. Dann denkst du vielleicht, okay, wie weißt du, ob das so erscheint? Aber wenn du weißt, wo ich arbeite, oder was meine Arbeit ist, dann wirst du nicht sagen, dass man das früher kann. Wer eine schöne Arbeit hat, hat schöne Rede, aber wer nicht, das nicht. Die Frage ist, für wem du ich was? Die Arbeit hängt viel nicht von dort ab, was ich tue, sondern für wem tue ich das. Die Bibel merkt uns damit, welche wir dort tun, auch mit jener Arbeit, die vielleicht nicht so viel tun. Da sagt uns die Bibel in Kolosser Kapitel 3, von 23 bis 24, alles, was die tun, das ist von heute für den Herrn und nicht für Menschen. Dann wie weiter, dass wir von dem Herrn empfangen, dass er uns das Erbe geben wird. Denn wir sind Diener von dem Herrn Jesus Christus. Wir sind Diener von Christus, nicht Diener von dem Chef. Einige Menschen arbeiten bloß vom Chef. Nu seht ihr das nicht. Der fehlt der Lobe Gott Samariens. Menschen, die bereit sind, danke, dass ich Arbeit habe. Das wird nicht alles schön jetzt, aber ich will dankbar sein und ich will ein Mensch sein, der mit Freude dran gehen. Das kann sein, dass keiner das gesehen hat, wenn ich geputzt habe. Kann sein, dass keiner das hat, wird geschätzt, dass keine ete. Oder dass keine, was du im Computer geronnen hast. Oder keine abgeht. Aber jemand, die Mehrheit, sieht das immer. Wer ist Mehrheit? Gott ist immer Mehrheit. Wenn Gott das sieht, dann ist das Mehrheit. Wenn es für Menschen ist, ist das immer eine kleine Gruppe. Wenn es für Gott ist, ist immer was Größeres. Die Sache sind, dass Gott verherrlicht ist. In Wirklichkeit sagt er, nicht arbeite für einen menschlichen Chef, sondern arbeite für Gott. Denn wir sind Diener Jesus Christus. Du bist nicht Diener für die Kooperative, oder für den Geschäft, oder für eine Fans oder was. Du bist ein Diener für Christus, wo immer du bist. Wir haben das gleiche Teil, das ist ein Prediger, der Gott dienen. Nu weet man, stellt sich Gott dienen vor 3 Monaten. Ich will einen Dienst dienen für Gott. Wo kannst du einen Dienst dienen für Gott? Wenn du dienen Tag so dass Gott geehrt wird, dass Gott verherrlicht wird, dann ist das ein Dienst für Jesus Christus. Als das nicht Ferien ist, auf das was für Körper ist, was immer die Arbeit ist, das ist dann, dass Gott verherrlicht wird. Gott sagt Menschen, was deiner Jesus Christus sind, und dass ich anders sind, in Samaria sagen, danke, dass ich von dir arbeiten kann, und ich will das Beste von mir geben, was immer aus der Schaft wird, ist oder nicht.